Passenfest und Fladenbrotwoche. Das letzte Thema in unserem Büchlein. Ich bin so dankbar nach 2 Jahren intensivstem Projekt, dass wir das Ende erreichen und wieder Zeit für Neues und anderes haben, dass es weitergehen darf. Ich bin total überwältigt von dieser schönen Zusammenarbeit, die wir hatten in diesen 2 Jahren. I had a dream, I walked with Jesus. I had a dream, we walked streets alone. Soon he's coming from heaven. Forever we'll walk by his side. Grüezi miteinander, ich bin's Annie und heute lesen wir das letzte Mal aus dem Notizbuch zum Schöpferkalender von der Tonia geschrieben und wieder ist am Filmen. Das Thema ist, ich habe gerade geschaut bei der Otiot, das Passafest und die Fladenbrotwoche im Frühling, Seite 49 bis 52 und vorne ist es Pay. Das heisst, ein Maul. Ich hier Ihnen noch bei dem Otiot Kärtchen steht Pay, Speak, Praise, Blow. Bloß, holen, Proklamier. Ich habe aber heute gedacht, ich möchte noch etwas mehr zu diesen schönen Zeichen etwas sagen. Und zwar aus dem 2. Mose 12,2 lesen wir. Jetzt müssen wir das eigentlich aufschlagen. Ich habe es hier nur in Englisch. This month shall be unto you the Rosh of months. It shall be the Rishon month of the year to you. Also das soll euch der Anfang sein vom Jahr. Könntest du in Deutsch lesen, ja? Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Und in dem ersten Monat, da feiern wir ja das Pessach. Und ich möchte etwas sagen, dass der Segen auf dem Pessach liegt. To bless ist in den Otiots 3 Buchstaben. Und zwar haben wir hier drauf ein Bett, ein Rosh, eben der Anfang, und ein Kaf. Ein Bett, wenn ihr euch erinnert mögt, am Anfang, wo wir die Filme gemacht haben mit diesen Schneckchen, wo wir gesagt haben, da kommt man rein. Rosh ist immer der Kopf oder der Anfang. Und das Kaf ist eine Hand. Das heisst, übersetzt in Hebräisch, P, R, K, Barak und bedeutet Segen, a blessing. Es gibt einen Vers, was heisst, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Gesegnet sind die, die hungrig und durstig sind nach Gerechtigkeit. For they shall be filled, die sollen gefüllt werden. Und blessed are the pure in heart, for they shall see God. Und die gesegnet sind mit einem reinen Herz, werden Gott sehen. I will bless you as long as I live. In your name I will lift up my hands. Ich möchte daraus lesen aus dem Psalm 63,4, was heißt: Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben mein Leben lang, in deinen Namen meine Hände aufheben.
kurz den Aufbau im Büchli, möchte dann aber nicht alles lesen, sondern lieber darauf eingehen, wie die Ereignisse von der Vorbereitung und vom Leidensweg, von der Kreuzigung und von der Auferstehung von Jesus aufs Passafest und Fladenbrotwoche passt. Weil das ist nämlich mega spannend und hilft uns auch, unsere heutigen Rituale zu finden, unseren Ausdruck zu finden, wie wir das Fest feiern. Weil Jesus, Yahushua, ist unser Vorbild. Und ja, auf was er zeigt an diesem Fest, das ist für uns ganz, ganz wichtig und wertvoll. Ich möchte heute auch Zeit lassen, um ein bisschen in den Themen abschweifen und ein bisschen ins Praktische hineinkommen, so wie wir das Fest erleben. Weil ich denke, das ist auch, was wir schon für Erfahrungen gesammelt haben und wie es wir machen. Ich denke, das ist auch ganz spannend. Als erstes würde ich gerne auf dem Kalender zeigen, wo wir sind, dass man sich ein bisschen orientieren kann. Also, wir sind im ersten Monat. Da hat es ein Hörnchen, das zeigt, es gibt ein Fest. Und am 18. Tag, in der Mitte der Woche. Und wenn man heute Abend raus schaut, dann sieht man auch den Mond. Etwa so. In dieser Form. Das Jahr startet im Frühling, wenn die wilde Gerste reif wird in Jerusalem, damit man das Erstlingsopfer bringen kann, am Tag vom Webopfer. Genau, das Fest startet beim Passa und endet beim Durchzug der Israeliten durchs Rote Meer am 21. in der Nacht vor dem Sabbat. Das ist auch unsere Festspanne. Im Buch Mose finden wir die Verordnungen zum Frühlingsfest und die würde ich gerne gerade lesen. 2. Mose 12, 1 bis 51 ist es drin, aber wir lesen 1 bis 14, wenn möglich. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht: Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, sein Haupt samt seinem Schenkel und den inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen, und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das Passa des Herrn.
Das Fest im Frühling soll also den Start ins Jahr geben. Im 2. Mose 9, 31 bis 33 kannst du lesen, was der Hagel in der Natur zerstört hat. Das war eine Plage kurz vor dem Auszug von Ägypten und gibt einen guten Anhaltspunkt, in der Natur den Frühling und den Jahresstart zu entdecken. Wir haben auch gelesen, am 10. Tag hat das Volk Israel ein Schäfli ins Haus hineinnehmen. Und dann geht es nochmal 4 Tage, bis sie es geschlachtet haben. Dann kommst du das Schäfli richtig gern über. So ein einjähriges Schäfli. Makellos, perfekt. So herzige Viechli. Das geht dir richtig nahe. Am 14. Tag, am Abend, sollst du dann schlachten. Am Nachmittag schlachten, am Abend gemeinsam essen. Am 15. Tag ist ein Tag der Ruhe. Am 16. Tag ist der Tag vom Weihopfer, wo du die Erstlingsfrucht, den wilden Weizen, einen kleinen Teil gebracht hast und geweiht hast im Tempel. Auch wir haben unsere Erstlingsfrucht gebracht. Genau. Wir dürfen diesen Winter ein Büchlein fertig gestalten und drucken und haben extra aufgespart und noch nichts verteilt und gesagt, das machen wir an dem ersten Tag vom Fest. Geben wir eine kleine Charge raus und verschenken sie an unsere Liebsten als Symbolik für die Erstlingsfrucht. Und hoffen natürlich, dass Gott das sieht und uns durch das segnet auf unserem Weg und unsere Arbeit segnet. Am Rüstagabend, am 14. ist das Volk in der Nacht geflohen gegen den Morgen, nachdem der Würgengel umgegangen ist und die Erstgeborenen aus Ägypten geschlagen hat. Und sie sind verschont geblieben, weil sie haben ja Blut an den Türen gehabt. Sie haben das Zeichen gehabt, was für sie den Schutz bedeutet hat. Dann sind sie geflohen bis auf Sukkot. Dort haben sie geruht am Sabbat, den 15. Tag im Monat. Dann am 16. haben sie ihr Weihopfer gebracht. Sie haben das mitgenommen, die wilde Gerste, aus Ägypten. Haben es mitgenommen. Das war ja auch der Grund, wie sie flüchten konnten. Weil sie haben ja mit dem Pharao die Abmachung gehabt, eigentlich, dass die Plagen aufhören. Wenn sie endlich opfern gehen, dann würden die Plagen aufhören. Und darum haben sie auch Vieh mitnehmen, um opfern gehen. Und haben eben auch das Korn mitgenommen. Dann haben sie das dort geopfert, sind aber nachher nicht mehr retour gegangen. Und einen Tag später, irgendwann hat dann der Pharao gemerkt, die kommen nicht retour. Die wollen wir wieder zurück. Und dann hat er sie verfolgt. Aber es ist ein Moment gegangen. Ich denke, er hat ja auch getrauert. Sein Herz war verstockt. Und ihnen dann hinein gestürmt. Und sie sind geflohen in dieser Woche. Und Ende Woche, am 21. Tag, sind sie vor dem Roten Meer gestanden. Und Gott hat die Feuersäule hinten aufgestellt, um sie nochmal ein bisschen zu schützen, um das Heer zurückzuheben. Und in der Nacht sind sie durch das Meer durch. Und am Morgen, bevor die Sonne aufgegangen ist das Wasser wieder flach gewesen und die Ägypter vertrunken und sie sind endgültig befreit gewesen. Weil vorher, ihr müsst euch vorstellen, ein Volk auf der Flucht mit ein bisschen Vieh und ein paar Stöcken, wäre eine leichte Beute gewesen für die Römer. Für die Ägypter. Gott hat sie endgültig befreien und hat das Wunder ziemlich eindrücklich vollbracht. Genau. Am 22. Tag im 1. Monat, wo wieder ein Ruhetag ist, wo der Sabbat ist, dann haben sie, glaube ich, wirklich angefangen zu verstehen, jetzt sind wir befreit. So flüchten auch wir eine ganze Woche lang, essen Fladenbrot und geniessen am Schluss vom Fest den Ruhesabbat und schauen zurück und überlegen,
Wie ist unsere Flucht gelungen? Auf der Rückseite vom Kalender finden wir auch das Passafest, die Fladenbrotwoche, aufgezeichnet. Das Fest geht von Sabbat zu Sabbat. Es gibt eine Vorbereitung, das Passafest, den Feststart, der Tag vom Webopfer. Aus dem Neuen Testament die Erinnerung, dass Jeschua seinen Jüngern begegnet ist an diesem Tag. Dann nochmal die Festversammlung am Schluss der Woche. Erinnerung an den Durchzug der Israeliten durchs Rote Meer. Und der Abschluss, Ruhetag, Sabbat. Haben wir das? Wir sollen eine Woche Fladenbrot essen und einen Auszug von Ägypten an die Befreiung gedenken. Wir gedenken auch an die Befreiung von unseren Sünden. Ungesäuertes Brot. Den Sauerteig sollen wir in Ägypten zurücklassen. Die Sünden sollen wir zurücklassen. Und auch falsche Brüche sollen wir zurücklassen. Meine Kinder freuen sich immer riesig auf die Fladenbrotwoche. Wir haben eine Fladenbrot-Ecke eingerichtet in der Küche, wo alles parat steht. Und es ist schon spannend, dass das in der Zeit ist, wo die Christen zum Osterbrunch einladen und Zopf bringen. Es ist eine tolle Gelegenheit, Zeugnis zu geben und zu sagen, wir feiern die Fladenbrotwoche. Ich verzichte auf das Zopfbrötchen. Es hat es auch schon gegeben, dass Leute bei uns an den Türen gestanden sind und uns einen Zopf überreicht haben, voll freudig in dieser Woche. Den habe ich dann dankend entgegengenommen und gesagt, ich tagne für 7 Wochen und 50 Tage in Gefrierer und freue mich dann auf Schavott. Ja, dort gehört es her. Haben sie mich ein bisschen stutzig geschaut und nachgefragt und dann durfte ich erklären, warum wir das so machen. Es ist unser grosses Anliegen, das Neue und das Alte zu verbinden und herauszufinden, was Yahushua wirklich von uns möchte. Und den schmalen Weg zu finden durch all diese Traditionen und Rituale. Wow.
Zum Büchli. Im Büchli finden wir zu dem Thema auf der Seite 49 zu jedem Tag beschrieben, was so passiert ist. Wenn du immer das liest, was zu dem Tag passt, hast du auch Bibelverse und bist schon mal perfekt informiert, was an dem Tag so passiert. Also, du liest Tag für Tag. Erster Tag im ersten Monat erklärt dir ein bisschen das Neujahr. Erster Tag 1. Monat 13. Tag, Vorbereitung zum Fest, das letzte Mal und die Fußwaschung mit Jehoschua. Am 13. Tag des ersten Monats, im 100. Jubeljahr, bereitete Jehoschua mit seinen Jüngern den Ort für das Passahlamm vor. Dann aßen sie das letzte Mal und er wusch jedem seiner Jünger die Füße und verabschiedete sich so von ihnen ganz persönlich. Er wusste, dass er morgen sterben würde. Hatten die Jünger das verstanden? Danach ging er mit 3 Jüngern in den Garten Gethsemane. Dort betete er und seine Jünger schliefen ein. Das war der erste Tag seines Leidens. Und es war bereits dunkel, als die Soldaten Jehoschua festnahmen und ihn vor den Statthalter führten. Die Nacht hatte er in einem ausgetrockneten Brunnen verbracht, und am nächsten Morgen wurde er verhört und verurteilt. Dies ist dann der 2. Tag seines Leidens. An diesem wurde er gekreuzigt. So kannst du das lesen. Ich meine, du kannst natürlich das Ganze durchlesen. Dann bist du mal so grob orientiert, was in dieser ganzen Festwoche passiert. Wenn du dir aber Zeit nimmst, immer an dem Tag das zu machen, wo es auch passiert ist, dann ist es so, wie wenn du das, was du gelesen hast, auch verstanden hast, es ist wie wenn du es abschlucken, verdauen und es dann eigentlich auch in deine Zellen kommt. Und das bedeutet ja dann Leben, im geistigen Sinn wie auch im körperlichen Sinn. Das Richtige zu machen, im richtigen Moment, so wie Gott sich das von uns wünscht, das bedeutet sein Blut, seine Lehre trinken, seine Lehre verstehen, sein Fleisch essen, seine Gebote halten, seine Verordnungen umsetzen und das Richtige tun im richtigen Zeitpunkt. Mit der richtigen Herzenseinstellung. I brought, instead of bringing my Bible, which is really small print, I thought I'd bring this thing, and it has a little bit bigger letters to it. I gotta put my windows on. Are you recording all this stuff? Ja. Aye. So I learned this song when I was in a Christian hippie community in Texas, but I was never a hippie. I was a California surfer, and so I learned this song when it was between 1970 and 1971. But now I'm 75. That makes sense, huh? Yeah. So I'm gonna see how I can do this thing. Yeehaw! Let's see. You got. Oh. Okay. Let's see. Okay, let's try it out. Psalms 121. I will lift up mine eyes before the hills, which may cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer my foot to be moved. He that keepeth, he will not slumber. Behold, he that keepeth
accept Israel, save us from burn or sleep. The Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. The Lord shall preserve thee from all shall preserve thee from all going out and thy coming in. Woohoo! From this time forth and even forevermore. From this time forth and even forevermore. Yoo-hoo! There we go. Thank you. Okay, on to the next guys. Jetzt hüpfen wir noch ganz ein bisschen vor. Und zwar am 10. Tag im 1. Monat, im 100. Jubiläum, ist Jeschua auf einer jungen Eselin in die Stadt hineingeritten, Jerusalem. Und die Leute haben mit Palmzweigen gewedelt und haben ihre Kleider am Boden gerührt und haben ihn als König geehrt. Das ist eben so eine spannende Parallele, dass im Alten Testament verordnet ist, dass sie das Lämmli ins Haus hineinnehmen. Und genau an dem 10. Tag reitet Jeschua auf einem Esel in Jerusalem ein. Und er ist ja das Lamm. Am 13. Tag fragen die Jünger Jesus: Wo willst du, dass wir das Passa feiern? Dann sagt er ihnen: Geht zum Brunnen, ihr seht dort einen Mann, der trägt einen Krug, der bringt euch zu einem Raum und dort wollen wir das vorbereiten. Das war eben am Tag vor dem Passafest. Sie sind dort hin und haben den Raum vorbereitet, haben zusammen gegessen und die Fußwäschung. Jesus hat dort die Fußwäschung gemacht. Und das Abendmahl, das letzte Mal mit ihnen gegessen. Ich glaube, wir lesen das gerade. Markus 14, 17 bis 26. Als es Abend geworden war, kam er mit den 12. Und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Da fingen sie an, betrübt zu werden und fragten ihn einer nach dem anderen: Doch nicht ich? Der Nächste: Doch nicht ich? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Einer von den 12, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenen Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jeden Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstockes trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Er geht dann mit 3 von seinen Jüngern im Garten Gethsemane zum Betten. Und die Jünger schlafen ein. Er schwitzt Blut und Wasser. Das ist der erste Tag von seinem Leiden. Dann kommt der Judas und verratet ihn.
Er wird gefangen genommen, verhört, geisselt, schon am Abend. Dann wird er in den Brunnen gerührt, darf seine Nacht in einer ausgetrockneten Zisterne verbringen. Und am nächsten Morgen wird er geholt, verhört und umgebracht. Es ist Rüsttag, der Tag, wo das Passahlamm geschlachtet wird. Das heisst, gegen Mittag sei er gekreuzigt worden und der Himmel hat sich verdunkelt für 3 Stunden. Und das ist genau die Zeit, wo die Lämmli geschlachtet werden. Wir schlagen wieder das Büchlein auf und finden auf der Seite 51 und 52 die zwei Zeiten sich gegenüber. Einmal die Zeit von Mose und einmal die Zeit, wo Jehoschua gekreuzigt worden ist. Und dann siehst du immer gegenüber, was an welchem Tag passiert ist. Und da lese ich jetzt das Frühlingsfest in der Zeit von Jehoschua. Also da sieht man schön die Bildchen und am ersten Tag, was alles passiert ist. Und dann der zweite Tag, da lese ich jetzt mal vor. Am nächsten Morgen, Rüsttag, wird Jehoschua verurteilt und gegen Mittag gekreuzigt. Der Himmel verfinstert sich und nach 3 Stunden stirbt Jehoschua zur 9. Stunde. Sie nehmen ihn vom Kreuz, wuschen, ölten ihn und legten ihn liebevoll in das Grab und rollten den Stein davor. Noch am Rüsttagabend wird Josef, der sein Grab zur Verfügung stellte, festgenommen und den ganzen Sabbattag eingesperrt. Auch die Jünger halten sich versteckt und im Grab werden Wachen aufgestellt. Dann liegt Jeschua im Grab. Der Vollmond geht auf. Die Jünger treffen sich im Raum, wo sie vorbereitet haben, zum Trauern. Und einer nach dem anderen erfährt von dieser Schreckensbotschaft. Der Sabbat ist ein Ruhetag. An dem soll man nicht arbeiten. Man soll nicht schlachten, nicht töten, sich nicht besammeln. Und nicht nur bis am Abend, sondern bis am anderen Morgen. Damals hat man das noch gewusst. Man hat das auch so gemacht. Weil darum haben sie nämlich auch wollen, die Leichnam von den Kreuzen nehmen, weil sie wollen, bevor der Sabbat anbricht, das erledigt haben, mit dem Töten. Gut, dann lesen wir Lukas 23, 50 bis 56. Und siehe, ein Mann namens Josef aus Arimathia, einer Stadt der Juden, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann, der ihrem Rat und Tun nicht zugestimmt hatte, der auch selbst auf das Reich Gottes wartete. Dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und er nahm ihn herab, wickelte ihn in Leinwand und legte ihn in ein felsengehauenes Grab, worin noch niemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag, und der Sabbat brach an. Es folgten aber auch die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, und sahen sich das Grab an und wie sein Leib hineingelegt wurde. Dann kehrten sie zurück und bereiteten wohlriechende Gewürze und Salben, am Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz. Da steht's. Am Sabbat ruhten sie nach dem Gesetz. Ja. Also wenn der Sabbat vorbei ist, am nächsten Morgen, kommen die Frauen zum Grab. Erster Tag der Woche, Tag vom Weihopfer. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein vor dem Grab weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Das geschah,
Als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen 2 Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war. Und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am 3. Tag auferstehen. An diesem Sabbat ist Jehoschua nach Ablauf von genau 36 Stunden auferstanden, und mit ihm sind auch heilige Entschlafene, die Erstlingsfrucht der Auferstehung, aus ihren Gräbern gekommen. Im Nikodemus-Evangelium wird beschrieben, dass sie nach Jerusalem gegangen sind, um das Fest der Erstlinge zu feiern und die Auferstehung des Herrn zu verkünden. Also auferstanden ist er noch vor Sonnenaufgang. Die Nacht gehört noch zum vorherigen Tag. Also am Sabbattag in der Nacht, kurz bevor die Sonne aufgegangen ist er auferstanden. Und auch da haben wir wieder eine Parallele zu dem Durchzug von Ägypten. Es ist auch in der Nacht, bevor die Sonne aufgegangen ist, sind sie befreit gewesen. Bist du verstanden? Es ist halt eine Woche später, am Ende vom Fest. Später, ja. Am Ende vom Fest. Aber die Parallele, dass die Nacht gehört noch zum Tag. Ja. Und das ist wichtig, wenn wir auf 3 zählen. Genau. 36 Stunden sind auch 3 mal 12. 3 mal 12 Stunden. 3 mal 12 Stunden gibt 36 Stunden. Es gibt vielleicht auch dort die Verwirrung mit diesen 3 Tagen. Weil es sind nicht 3 Tage und 3 Nächte, sondern er ist am 3. Tag auferstanden. Aber es sind 3 mal 12 Stunden, die er im Grab verbracht hat. Webopfertag. Erster Tag der Woche. Am Morgen stellen die Wachen mit Entsetzen fest, dass das Grab leer ist. Es gibt Berichte, dass Engel gesichtet wurden, die seine Auferstehung verkündeten. Auch die Frauen am Grab bezeugen, dass Jeschua auferstanden sei. An diesem Tag ist er auch den Emaus-Jüngern auf dem Heimweg begegnet. Am Abend begegnet Jeschua dann endlich auch den Jüngern, hinter verschlossenen Türen, und Jeschua schimpft mit ihnen, weil sie den Frauen nicht geglaubt hatten. Das findest du in Johannes 20,19. Aber das Fest ist noch nicht zu Ende. Am Ende der Woche, am 21. Tag im 1. Monat, am Abend, wieder hinter verschlossenen Türen, begegnet Jeschua ein zweites Mal den Jünger. Und dann ist auch endlich der Thomas dort. Und Jeschua sagt zu ihm: Komm, berühr meine Wunde. Du darfst es sehen und spüren, dass ich es bin. Und in dem Moment geht er auf die Knie und sagt: Ich bin es nicht wert, dass ich dich anlangen darf. Es ist so unglaublich. Und Jesus sagt zu ihm: Du hast es gesehen und darfst glauben. Selig sind die, die es nicht sehen und dürfen glauben. Da redet er zu uns in unserer Zeit heute. Denn wir müssen das auch glauben, was uns da erzählt wird. Weil wir haben es nicht sehen. Wir haben es nicht anlangen. Juhu! Er ist auferstanden. Er ist auferstanden, ja. Genau. Und die es haben verstanden, haben es verstanden. Okay, zurück zum Ernst der Sache. Das letzte Mal die Fusswaschung unterscheidet sich inhaltlich total vom Passafest. Die Behauptung, Jesus hat zur Zeit vom Passafest die Fusswaschung abgehalten, würde ja bedeuten, dass Jesus auf alle alten Überlieferungen spuckt. Zum Beispiel:
Beim Passa soll man Schuhe tragen, gürtet, ein Übergewand, man soll im Stehen essen, keine Stühle aufstellen. Und dem Auszug von Ägypten gedenken. Beim letzten Mal essen sie im Liegen. Jeschua zieht sein Übergewand aus und der Jünger die Schuhe und wäscht seine Füße. Ihre Füße. Wäscht ihre Füße. Auf dieser Behauptung, das sei der gleiche Abend gewesen, baut eine komplette Irrlehre auf. Jesus hätte alle Traditionen aufgelöst, weil er sie ja selber nicht gehalten hätte. Wenn du aber erkennst, dass das zwei verschiedene Abende sind, dann erkennst du, dass Jehoschua seine Jünger aufs Passa vorbereitet hat. Er macht ihnen den Raum parat, wo sie sich trösten können, wo sie sich beistehen können, weil er selber das Passalam ist und die alten Überlieferungen bestätigt hat. Thomas, Vers 29, habe ich da aufgeschrieben? Bestimmt. Jesus sprach: Die Pharisäer und Schriftlehrer haben die Schlüssel der Erkenntnis an sich genommen und sie versteckt. Weder sind sie selber eingetreten, noch haben sie die eintreten lassen, die wollten. Ihr aber seid klug wie Schlangen und rein wie Tauben. Also, was für eine neue Ära hat denn dort begonnen? Was für ein neuer Bund? Jeschua hat das Wort bestätigt. Gott hat alles vorausgesagt. In den Propheten, aber auch schon im Adam hat er es versprochen, dass er als Mensch auf die Welt kommt. Alle, die vor der Kreuzigung gelebt haben, alle Menschen, müssen darauf vertrauen, dass Gott sein Wort einhaltet und als Mensch geboren wird und seine Liebe bis zum Tod und darüber hinaus beweisen wird. Alle, die nach Jesus geboren sind, müssen daran glauben, dass Gott sein Wort gehalten hat und dass er als Mensch gekommen ist und seine Liebe zu uns bewiesen hat, im Tod und bis darüber hinaus. Der neue Bund tritt erst in Kraft nach Vollendung von dem Äon. Aber die Verheißung, die Zusage, das Versprechen, die Unterschrift, die Bestätigung, die haben wir heute schon. Wir alle, sei es vor der Kreuzigung oder nach der Kreuzigung, wir alle müssen uns an dieser Verheißung festklammern. Ihm im Leben nachfolgen, uns vor dem Tod nicht fürchten und darauf vertrauen, dass er uns ewiges Leben schenken wird. Wie ist es jetzt möglich, dass die Bibel so ausgelegt wird, dass das letzte Mal Fußwäschung am gleichen Tag wie das Passa soll sein? Es gibt einen ganz kleinen, ich kann einen kleinen Taste geben, wie einfach das passieren kann, dass man so eine Irrlehre strickt. Und zwar lesen wir im Lukas 22,1 und 7. Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das man Passa nennt. Genau. Und 7. Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passa schlachten musste. Ich finde das ganz spannend, weil da steht «nahte» und nur 7 Verse unten dran «kam». Und da drin ist gar noch nicht so viel passiert. Und was auch noch heftig ist, hat es oben dran einen Titel «Das letzte Passamal».
Titel sind eingefügt und aus dem Nati wird es Kam. Kam hat viel mehr das Gefühl, das ist jetzt. Nati, da versteht man wirklich noch, das kommt. Das ist aber noch nicht gerade sofort. Und wenn man Nati und Kam, das ist so, das ist easy, oder? Das ist wirklich easy. Oder? Da ist Nati und da ist es Kam und zwischendrin ein Titel, das letzte Passamal. Also jeder, der aufschlägt und will wissen, das letzte Passamal, wo Jesus noch erlebt, Hegi, liest nachher das. Es kam der Tag, aber da ist es Nati der Tag. Weil sie haben vorbereitet. Sie haben sich in dem Raum getroffen zum Vorbereiten. Das kommt dann nachher alles aus, wie sie zusammen essen und eben die Geschichte mit dem, wer wird uns überliefern und so. Und dann merkst du, von dem kannst du dann in die anderen Evangelien gehen und merkst, das ist bei der Fußwäschung. Und das ist nicht am Tag vom Passa. Aber so einfach, Titel hat es nicht gegeben. Titel sind eingefügt. So einfach ist so eine Irrlehre gestrickt. Und baut sich nachher eine ganze Theologie darauf auf. Wenn du aber anfängst, in den alten Traditionen zu forschen und das Passafest selber anfängst zu feiern, dann wirst du merken, wie alles wunderbar aufeinander passt. Wir Christen müssen unsere Erfahrungen auf dem Alten Testament aufbauen, damit wir uns nicht in Irrlehren verstricken. My father is a mountain climber, enjoys all the flowers up in the highest tree. My mother brings with her coffee and cake. Take a break on the mountain lake. Visit hard-working bodies up here. Read some cheese with an eye of beer. Sitting in the barn in fiery smoke. Climbs up my heart with happy folks. Bedenk doch, dass die Abläufe von der Leidensgeschichte, von der Passion Jesu sich in den Festtraditionen eingliedert, die damals gefeiert worden sind. Leider ist das, was das jüdische Volk heute macht, nicht das, was damals war. Wir müssen also zurück zu den Wurzeln, im Ursprünglichen suchen. Wie sind die Feste damals gefeiert worden? Ursprünglich sind die Feste und auch der Ruhesabbat vom Mond abgezählt worden. Und der Sabbat ist auch noch als Ruhetag geheiligt worden. Der Tag hat am Morgen angefangen, bei der ersten Stunde von Tagesanbruch. Und nicht am Abend. Und nicht am Abend und auch nicht um Mitternacht. Nein.
Das religiöse jüdische Volk beginnt aber leider den Tag am Abend und das Jahr im Herbst. Sie zählen den Sabbat nicht vom Mond ab, sondern nehmen den Samstagssabbat, der auf dem gregorianischen Kalender aufgebaut ist. Sie respektieren auch nicht den Sabbat als Ruhetag, sondern besammeln sich und opfern an denen. Sie opfern nämlich täglich und nicht ordentlich zu den festgesetzten Festzeiten. Warum ist die Orientierung am geliebten Volk Israel so schwierig? Können wir aus einem Brunnen voller Schlacken und Stein noch sauberes Wasser trinken? Jeschua sagt, wer sucht, der findet. Wir müssen bereit sein, ein bisschen zu graben und danach zu suchen. Und dann werden wir auch dort sauberes Wasser finden. Also, was kann ich aus persönlicher Erfahrung zum Passafest sagen? Ich denke, du kannst das Fest nicht richtig feiern, wenn du den wahren Sabbat von der Ruhe, das Zeichen zwischen Gott und uns Menschen, nicht verstanden hast und nicht einhaltest. Der wahre Sabbat ist der Schlüssel, um das Ritual richtig zu platzieren. Und auch Jeschuas Lebenszeugnis aus diesen Ritual zu erkennen. Wenn wir lernen, fest so feiern, wie er es von uns möchte, dann beten wir Gott an, so wie er es von uns möchte. Dann halten wir endlich die ersten 3 Gebote. Dann erkennen wir ihn. Und jetzt lesen wir noch Thomas 27. Zum Abschluss. Jesus sprach: Wenn ihr euch nicht der Welt enthaltet, werdet ihr das Reich nicht finden. Wenn ihr nicht den Sabbat zum Sabbat macht, werdet ihr den Vater nicht sehen. Und jetzt sage ich noch etwas zum Abschluss, weil ich habe da noch etwas versprochen hatte vom letzten Video. Und ich lese das jetzt einfach ab, was ich mir da aufgeschrieben habe noch. Im letzten Video habe ich versprochen, euch das Geheimnis zu lüften, wo die Bundeslade auch heute noch zu finden ist. In Jerusalem, unter Golgatha. Und sie bleibt da verborgen, bis das Zeichen des Tieres uns Gläubigen aufgezwungen wird. In der Mitte der letzten Woche, Jakobs großer Trübsal, da werden die 2 Zeugen getötet und nach 3,5 Tagen in einem gewaltigen Erdbeben auferstehen. Erst dann wird die Bundeslade offenbart. Am Ende des 144. Jubiläums. Es bleiben noch 9 Jubiläen durchzustehen. Also erwarten wir noch weitere 13 Generationen, bis es soweit ist. Danke fürs Mitmachen und wir sehen uns hoffentlich dann in der Ewigkeit. Ade miteinander.